Herzlich willkommen bei Bodies Prime TV. Heute geht es um Oberarmtraining bzw. Zuwachs. Es gibt eine ganz alte Trainingsmethode von Vince Gironda, dem Iron Guru aus den 60er, 70er Jahren, der Athleten trainiert hat wie Larry Scott, der bekannt war für seinen Oberarm, für seine Oberarmentwicklung, die fantastisch war. Danach ist auch die Übung Scott Curl benannt worden, die ihr vielleicht schon mal gehört habt. Es gibt ein Trainingssystem, Training Up and Down the Drag heißt das, für den Bizep. Und es gibt ein ganz spezielles Trizep-Training. Dieses Training ist sehr kurz, dauert nicht sehr lange, ist hochintensiv und bewirkt einen enormen Zuwachs des Bizeps und Trizeps. Man führt das zweimal in der Woche aus. Was das Training anbelangt, so werden wir darüber einen separaten Film drehen und euch dann vorführen. Und ihr könnt euch die spezielle Übungsmethode anschauen, die Vince Gironda dort vorgestellt hat. Heute geht es unter anderem aber darum, was mache ich mit Nahrungsergänzung, was kann ich erreichen. Denn am Oberarm nimmt man meistens nur dann zu, wenn man das Gewicht erhöht. Also häufig ist es sehr schwer, einige Zentimeter raufzupacken, ohne dass ich ein insgesamt höheres Körpergewicht erreiche. Es gibt aber eine Methode, die Vince Gironda praktiziert hat, und zwar werden dabei 5-mal am Tag BCAAs eingenommen. Der Grund liegt darin, dass BCAAs eine ganz bestimmte Steuerung im Körper veranlassen. Das heißt, ist der Anteil an BCAAs im Blut hoch, gibt es ein Enzym, das wiederum dadurch entsteht und das ein Signal aussendet und es zu einer erhöhten Proteinsynthese kommt. Das heißt, es wird sozusagen ein anaboler Stoffwechsel signalisiert. Ja, der Körper und das Gehirn erhält die Information aufbauen. Das erreicht man, wie gesagt, durch eine Gabe von BCAAs. In der Regel minimal 5-mal am Tag 5 Gramm, am besten 10 Gramm. Ist natürlich auch eine Frage des Geldbeutels. Ich habe hier mal einige Beispiele mitgebracht. Einmal ein ganz herkömmliches Produkt, BCAA-Tabletten. Jede Tablette enthält ca. 1 Gramm BCAAs. Man müsste also zwischen 5 und 10 Tabletten am Tag nehmen. Das Ganze kann man natürlich auch mit Pulver erreichen, indem man dementsprechend eine Menge in Pulver nimmt. Allerdings ist es teilweise umständlich, 5-mal am Tag Pulver zu sich zu nehmen. Ich halte die Tabletten deshalb für besser. Dann haben wir hier von unserer Blackline Kapseln, die enthalten wiederum auch BCAAs. Da habe ich noch den Effekt, diesen Time Release, das heißt, die werden zeitverzögert aufgenommen und ich habe einen Steady Rate im Blut, also eine gleichbleibende Menge von BCAAs. Sehr gut ist auch das Pulver von BSN, das sehr gut sich auflöst, sehr gut schmeckt, hat einen ganz hohen Anteil BCAAs, kaum Kohlenhydrate. Aber da ist eben auch wiederum das Problem, 5-mal am Tag anrühren und so weiter. Deshalb hier nochmal von Infinite ein Produkt, BCAA-Kapseln, die auch sehr gut geeignet sind. Dort sind verschiedene Formen von BCAA enthalten, nicht nur die entsprechenden Aminosäuren in einer Verbindung, sondern auch AKG, also Alpha-Ketoglutamat-Verbindungen, die teilweise noch besser dafür sorgen, dass die BCAAs aufgenommen werden. Sehr sinnvoll ist es, wenn ich diesen BCAA-Anteil so sehr erhöhe, dass es zu dieser erhöhten Proteinsynthese kommt, dann ist es sehr sinnvoll, diesen Effekt gleichzeitig zu steuern mit der Einnahme von Kreatin. Das kann ich auf herkömmliche Art und Weise machen, indem ich einfach ein Kreatinmonohydrat wähle und das dementsprechend einnehme bis zu 5 Gramm am Tag. Ich würde es nicht übertreiben. Es kommt nur zu einem völligen Overloading und zu einem extremen Breakdown von Kreatinin mit Wassereinlagerung. Also lieber moderat 5 Gramm nehmen und vielleicht am besten sogar verteilt über den Tag in 2 Dosierungen. Wir haben natürlich unser spezielles Produkt, das Hydrocrete Creatin HCl, also ein eingetragenes Produkt. Das hat den Vorteil, man braucht nur 2 bis 3 Gramm. Man kann es dauerhaft nehmen, kein Bloating, also das heißt kein Wasser im Körper, man verträgt es sehr gut. Man kann es lange nehmen, über Monate nehmen, hat diesen Effekt.
Diese BCAAs, die ihr hier seht, sind alle von der Qualität sehr gut. Es gibt auch andere Firmen, die sehr gute Produkte anbieten. Alles eine Frage des Geldbeutels auch. Aber BCAAs, wie gesagt, funktionieren sehr gut, wenn sie mehrfach am Tag genommen werden, haben sehr viele, nachweislich sehr viele Effekte. Studien gibt es unter anderem die letzten 2011, die belegen, dass diese Proteinsynthese verbessert wird, ganz maßgeblich. Das könnt ihr nicht erreichen allein durch einen Eiweißshake. Also, ich würde euch empfehlen, das mal auszuprobieren, und es ist tatsächlich möglich, auch ohne Steroide, wohlgemerkt, also ohne Einsatz von Testosteron, ohne Einsatz von Anabolika, rein nur mit dem Einsatz gezielt der Nahrungsergänzung einen sehr guten anabolen Effekt zu erzielen, und das vor allen Dingen in Verbindung mit einem richtigen Training. Ich wünsche euch viel Erfolg. Wie gesagt, das Trainingsprogramm kommt dann später. Selbstverständlich gibt es auch wieder einen Gutschein für unsere Produkte. Das könnt ihr runterladen und könnt dann zu einem vergünstigten Preis bestimmte Produkte wie auch BCAAs bei uns erhalten. Also viel Spaß dabei, und ich wünsche euch viel Erfolg und drückt euch die Daumen, und wie gesagt, ja, es soll was werden. Tschüss.